Herzlich willkommen zum Sonntagsgespräch auf Elan 24. Heute wird es wieder einmal ein bisschen bluesig. Mein Gast ist der Präsident vom Bluesclub Chur, Peter Scherer. Herzlich willkommen, schön bist du da. Danke, gerne gekommen. Danke. Wie geht es dem jungen Bluesclub? Jetzt haben wir euch ja vor nicht so allzu langer Zeit gegründet. Jetzt sind die ersten Konzerte ein bisschen durch. Wie geht es euch? Ist schon alles gut angelaufen? Tipptopp. Also ich würde sagen, das Kind gedeiht super. Wir sind wachsend ziemlich. Wir haben auch schon relativ einen Haufen Mitglieder, die zu uns gekommen sind. Und wir haben vor allem sensationell gute Konzerte gehabt. Und es ist sicher etwas, ich bin ja auch ein bisschen reingerutscht in das. Und ich angefragt wurde, wie ich das übernehme, bin ich jetzt nicht unbedingt das nur auf der Blues-Seite gewesen. Ich bin ein bisschen breiter auch gefächert mit der Musik, die ich mache. Aber das ist ein Bijou, was da läuft. Und vor allem mit dem Studio da, wo wir jetzt drin sind, sensationell. Ja, vor allem es ist etwas, wo relativ viel läuft. Eben so die ganzen Konzerte, die ihr habt. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, wie ist eigentlich, also wie viele Mitglieder sind die ihr gefunden habt, jetzt gründen wir das? Ist das irgendwie so, dass einfach so 2, 3 Interessierte sind und jetzt sind vielleicht 50 Interessierte? Oder wie hat sich das so entwickelt von den Mitgliedern? Also der Andi, der MyCT im Studio macht das schon eine Weile. Und natürlich sein Klientel hat er ja schon gehabt. Und es sind auch schon ein bisschen Konzerte schon gelaufen, hier in Chur, in dem lässigen Raum nebenzu. Und dann hat man einfach gesehen, dass es schade ist, wenn nicht mehr Leute das geniessen können. Und man muss natürlich auch das supporten, das Zeug. Am Anfang ist es so schwierig, so etwas Zeug aufzuziehen. Die Konkurrenz ist überall und es läuft relativ viel. Und dann ist die Idee einfach entstanden, dass man so einen Club, also Support, so einen Förderverein quasi könnte gründen, dass wir alle solche lässige Musik hören, die dabei treten, und der Andi ein bisschen den Druck weg hat, den finanziellen Druck, der einfach da kommt, wenn man so internationale Acts nimmt. Und dann haben wir dort gestartet und jetzt sind wir wahrscheinlich etwa 90, werden wir etwa 90 Mitglieder sein. Und bei jedem nicht Konzert, ganz 100. Nicht ganz 100, wir haben schon noch ein bisschen mehr zu kriegen. Wir haben auch jetzt nicht unbedingt den Sinn, einen riesen Club da. Das ist nicht, wir bleiben auf dem Boden, weil das Klientel von Blues ist jetzt nicht so wie in anderen, im Ländlerbereich oder im Schlagerbereich. Das ist ein bisschen ausgelesene Gruppe, die da das eigentlich schon ein bisschen ein Nischenprodukt. Es ist ein Nischenprodukt, und dort wollen wir auch das Nischenprodukt mit sehr guten Musikern das quasi etwas bieten. Auf der anderen Seite eben die interessiert sind. Auch der Musiker hat lieber 20, die nur plauschen, als 100, die einfach dort sind und miteinander schnarren. Also das ist einfach, das ist ein Irrtum, dass man jetzt ein Hallenstadion füllen. Das ist sicher ein wahnsinniges Erlebnis, aber du siehst viele gute Bands, die Hallenstadion gefüllt haben. Auf einmal gehen sie zurück zum Club, weil sie näher bei den Leuten sind. Und das ist da etwas ganz Spezielles. Du bist gerade bei den Leuten, wenn du spielst. Das ist, also die Interaktion das ist einfach intim auch. Ja, das ist so eine Interaktion, wo du einfach gepusht wirst, wenn du Musik machst. Und das ist eigentlich, wir wollen sicher noch ein bisschen wachsen, aber nicht irgendwo in eine luftige Höhe will man nicht. Und das läuft sehr gut. Jedes Mal, wenn wir ein Konzert haben, gibt es sogar eine neue Hampfla an Mitgliedern. Genau. Ja, ganz genau. Ja. Ist das aber, eben, du sagst, das Intime und das Direkte und das nach am Künstler und vielleicht auch nachher noch einen Schwatz haben, ist es nicht dann mega kontraproduktiv, wenn ihr Veranstaltungen im Lucy machen, wo ja einfach sehr viel grössere Nummern ist, oder auch im Verrucano ist ja jetzt auch eine relativ grosse Kiste. Das ist vielleicht so, meine an für das Konzept kommt ja vom Andi und vom ICT, und wir sind eigentlich der Supporter. Wir tun das vor allem supporten, also auch finanziell und hands-on, auch ein bisschen etwas helfen, wenn es zu helfen gibt, körperlich. Und wir werden dann vielleicht auch mal zwischen ihnen etwas Eigenes machen, wahrscheinlich da unten einmal. Aber die Konzerte, die jetzt im Lucy in Verrucano sind natürlich auch ein bisschen, hast einfach etwas Grösseres, sind natürlich noch ein bisschen bekanntere Künstler, die da kommen, wo man auch wieder ein bisschen das Zeichen setzen.
ich glaube, also von mir aus, vom Bluesclub aus, ist eigentlich schon das da unten das Herz. Da jetzt im Studio, das Herz. Oder? Und das andere ist halt einfach mal einen Punkt setzen. Und ja, aber das so braucht man auch etwas für den Bauch, ne? Ja. Nicht nur fürs Herz. Oder? Ja, und dann also einfach, dass vielleicht so ein bisschen von der Bekanntheit raus also etwas dort läuft und für gewisse Künstler halt kommen, willst du natürlich mehr Platz haben, weil vermutlich dann auch mehr Leute kommen, oder? Da muss man so ein bisschen ein Ausrufezeichen halt auch. Ganz oder? genau, aber das sollte vermutlich, das muss man dann schauen, es sollte nicht so sein, dass man jetzt Schwerpunkt jetzt auf so Konzerte in diesen Lokalen setzt, sondern vor allem da unten die private, die intime Szene da unten. Wir haben auch letztes Mal gesehen, wo wir da wieder so ein Konzert hatten, da ist man nachher noch zusammengesessen. Man hockt dann eben noch dort, wenn es fertig ist. Und genau das wollen wir. So. Fast wie Hänger, oder? Ja, genau. Wie wir es im Prättig auch so gerne sagen. Oder? Ja, ganz genau. Ja, genau. Wie ist es? Also das Durchschnittsalter ist schon eher ein bisschen höher bei den Bluesclub-Mitgliedern. Ja, das ist halt... Braucht es einfach eine gewisse Reife, um den Wert von Blues zu erkennen? Ich denke, das ist halt schon so, auch im Jazz und all dem, so bei gewissen Filmen klassisch ja auch. Vielmal, wenn du schauen sind es halt schon eher reifere Leute, also im Altersreife. Oder derartig, die so tun, als würden sie es verstehen, oder? Nein. Klassisch, vielleicht ist es noch eher bei uns, ist vielleicht weniger, aber es ist natürlich auch Image. Klassisch ist natürlich auch mit sehr großem Image verbunden, wenn du ein klassisches Konzert gehst. Aber du siehst ja auch, das wächst halt. Viele, wenn wir selber schauen, wenn wir waren, wir hatten natürlich mit einfachen so World Music fangst an. Vielleicht als ganz klein bist du auch noch im Ländler bei der einfach Schlager. Und dann tun sich viel dann halt, wenn du dich weiterentwickelst, das heisst nicht, dass du Schlager weg musst. Aber als du dich weiterentwickelst, gehst du dann einfach vielleicht in andere Richtungen. Und darum sind schon meistens älteres Publikum. Das sehe ich auch, wenn wir spielen mit Cover von den 60er Jahren. Da geht denen das Herz auf, das sie erlebt haben. Und die Jungen, die es nicht kennen, sagen etwa mal, wow, ist das noch gut? Das kenne ich von einem Remix von TikTok oder so. Eben, das ist dann eigentlich und der Zugang, wo wir jetzt gerade im Lucy oder im Verocano kann man vielleicht eher machen, als vielleicht jemand mal noch mitkommt, der jünger ist und sagt, wow, das ist noch lässig. Oder? Als vielleicht da ist vielleicht die Hürde ein bisschen grösser, um daher zu kommen, als an diesen Orten, also wo die Jungen gehen. Ist da halt so ein bisschen eine grössere Schwellenangst noch da? Es ist natürlich so, in Lucy, Verocano ist ja erst am Aufbau. Dort gehen es natürlich so die jungen Herren, oder? Dann ist natürlich, dann gehst du, ja, das ist gerade in der Nähe, gehe ich mal schauen. Und dann sagst du, wow, das ist ja sensationell. Und die Musiker, die wir jetzt hier hatten, also die meisten von denen, da bleibt das Maul offen, oder? Wenn du siehst, was das für Spitzenmusiker sind, oder? Ja. Habt ihr dann auch gemerkt, dass es wirklich, jetzt haben wir ja das Konzert im Lucy, was sind etwa 100 Leute gewesen, oder mehr? Knapp 100 Leute, ja. 100 Leute, ja. Würdest du behaupten, wenn ihr es jetzt hier unten gemacht hätten, im ICT-Atelier, dass weniger gekommen wäre? Noch schwer zu sagen. Vielleicht wären ein bisschen weniger gekommen. Vielleicht wäre aber auch ein anderer dafür gekommen, weil es mir dort unten so gefällt, oder? Wo schon dabei war. Oder? Kann man nicht sagen, aber wir hoffen natürlich jetzt schon. Also hat sicher vom Bekanntheitsgrad sicher ein bisschen etwas gebraucht. Weil es ist ein bisschen ein anderes Klientel. Es ist auch noch lustig, wenn du an der Kasse bist und schaust, kommen ganz andere Leute. Da sind ein bisschen andere Leute gekommen. Oder? Und jetzt im Verocano ist es sicher noch mal anders. Weil das ist dann noch vom Gebiet unten so ganz und dort umeinander, weil das bei uns da ist das Verocano, das Lokal ist noch nicht so bekannt. Da unten kennen wir es vielleicht eher. Also holen wir vielleicht auch dort, auch vielleicht vom Liechtenstein und vom Rheintal auf, weil dort ist ein super bekannter Musiker, der dort spielt, der Freischlader. Und der zieht vielleicht dann eben auch Leute wieder her und dann versuchen wir sie eben so zu gewinnen. Ja. Also Bluesclub Chur irgendwann auch Bluesclub, Sarganserland Bluesclub. Oder ist es nicht unbedingt? Das ist sowieso das expandiert. Nein, man muss einfach irgendwo lokalisiert sein und das hat sich natürlich ganz klar ergeben wegen dem Studio da. Weil das Studio, solche Organisationen, wie wir jetzt haben, gibt es ja noch viel.
Oder? Und dann hat jeder seinen eigenen Charakter. Und was da ganz speziell ist und wirklich einzigartig ist, die Streaming-Geschichte. Das ist etwas ganz Spezielles. Oder? Und ich habe das schon jedes Mal, kann ich nur sagen, wenn mir jemand fragt, ich bin auch immer ein Musiker, habe schon lange mache Musiken, auch schon einige Aufnahmen gemacht. Wenn da reinlaufen, geht mir das Herz auf. Wenn ich das Mischpult gesehen und das ist einfach für mich, das ist die Welt vom Musiker. Und das ist nebenzu hast du das Lokal, das tolle Lokal. Und es ist einfach eine ganz spezielle Atmosphäre. Es ist nicht einfach jetzt ein Lokal, wo Musik produziert, wo ein Konzert gibt, sondern es ist einfach, das hat einfach einen ganz speziellen Charakter da drin. Und dann ist es noch komisch, ist es da wird Musik eine Art gelebt halt auch, ja, oder? Genau. Und nicht einfach nur so... Ja, es ist nicht kommerziell. Jetzt läuft das Säuerli und... Genau, und es ist auch nicht, das merkt man, obwohl wir weil wir supporten, aber es ist nicht ein kommerzielles Geschäft in erster Linie, es ist eine Herzensangelegenheit. Oder? Das ist der grosse Unterschied. Und das sehen wir schon auch, gibt es auch ein paar derige, die aus Herzensangelegenheit Konzerte machen, das gibt es auch. Aber da ist auch, also wirklich, das ist eine Herzenssache da. Und alle, die mitmachen, ist irgendeine Herzenssache. Und das ist der Unterschied. Oder? So viel Herz, als wäre Valentinstag. Genau. So. Hey, nein, ich sage danke vielmals, dass du da bist. Genau, hat mich auch gefreut. Ja. Mega spannend und auf einen Haufen weitere neue Mitglieder. Ja, das hoffen wir. Ja. Findet man euch im Internet? Kann man überall. Irgendwo... Blues Club Chur, ICT Atelier. Ja. Das ist überall. Überall also Blues Club Chur ist auf jeden ja. Fall dort, ist auch Anmeldeformular, ist alles drin, was läuft. Und natürlich, was der Vorteil ist, das muss ich vielleicht schon noch sagen, wenn man im Blues Club Mitglied ist. Ja, ist günstiger. Ein Hunderter im Jahr, wenn wir nicht hoch machen, dafür ist immer der Halbpreis. Ja. Und das merkst du natürlich schon, wenn 20 kannst du 40 oder je nach Act, wo dann hoch ist 50 Franken und 25, das merkst du und das lohnt sich also ganz klar, um dort dabei zu sein. Schnell draussen. Genau. Genau. Super. Gut. Danke, dass du da bist. Ja. In dem Fall. Ja, das war schon vom Sonntagsgespräch. Heute mit Peter Scherer vom Blues Club Chur. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und hören auch weiterhin gute Musik.